Hallo Freunde, endlich ist es soweit. Mein erstes Dragon Ball Let's Play. Doch bevor ich noch weiter Worte darüber verliere, schauen wir uns doch einfach mal dieses coole Intro an. Und ihr hört mich gleich wieder. Also, bis dahin. Wow, also das war jetzt echt episch. Als ich dieses Intro das erste Mal gesehen habe, bekam ich echt eine Gänsehaut. Aber welcher Dragon Ball oder Dragon Ball Z-Fan würde das wohl nicht, oder? Und schon fangen wir an. Echt cooles Intro, muss ich schon sagen. Ja, bevor ich richtig anfange mit dem Spielen, zum Spiel selber. Dragon Ball Z Burst Limit ist das erste von bisher, insgesamt hätte ich beinahe gesagt, von bisher 3 Dragon Ball Z Spielen für die PS3 bzw. Xbox 360 als für die HD-Konsole, wenn man so will. Anfangen schauen, nein, fortsetzen. Ja, insgesamt das erste von den 3. Oh ja, hier habe ich mal etwas getestet, aber wir fangen wieder hier an. Das Saiyajin Saga. Was ursprünglich hat auf leicht gespielt? Nicht zu fassen. Ja. Worum geht es eigentlich bei diesem Let's Play? Sollte ich vielleicht auch mal erzählen. Also, bei dem Dragon Ball Z Spiel geht es mir in erster Linie, nebst dem Kampfsystem an sich, geht es mir auch um die Story. Ihr seht, hier kann man die ganze Saiyajin-Saga, man kann auch die Freezer-Saga und die Cell-Saga auswählen. Das heißt, ja, es geht nur bis mit Cell-Saga, weiter beinhaltet das Spiel keine weiteren Szenen, Szenarien, wie auch immer. Aus dem Anime. Was auch daran liegt, dass, ja, ich meine, es ist das erste Dragon Ball Z Spiel für eine Konsole und das war schon bei Budokai damals für die PS2 so. Es ging nur bis zur Cell-Saga. Ja, ist das jetzt unbedingt schlecht oder was? Nein, im Grunde genommen ist es nicht unbedingt schlecht. Es ist, ja, ich würde sagen, jedes Dragon Ball Z Spiel ist an sich einzigartig und ich stelle mir natürlich die Frage, was will ich eigentlich damit? Also, wie gesagt, mir geht es darum, die Story nachzuspielen. Und genau das machen wir jetzt auch. Mit diesem Spiel starten wir in das Saiyajin Saga und zwar beim Kampf gegen Raditz. Frag mich gerade, ja. Sehr leicht, normal. Klar kann ich jetzt auch noch schwer spielen, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, weil ist schon eine ganze Weile her, dass das Spiel überhaupt gibt und naja. Ich muss mich erst wieder etwas an die Steuerung gewöhnen. Ich habe vorhin mal kurz angespielt und ja, die Steuerung ist jetzt nicht so komplex, aber wie bei anderen Spielen. Der Ladebildschirm wieder aussieht, hey. Kannst sogar die Kugeln bewegen. Wo ist denn Saiyajin stolz? Du gehörst zum mächtigsten Krieger im Weltraum. Überschätze dich nicht. Mein Name ist Son Goku und ich gehöre hierher. Verschwinde! Du Narr! Ja, ungefähr so fing auch der Anime an. Zwar nicht ganz genau so, aber ungefähr. Und schon sind wir Spiel geschehen. Okay, ich kann es auch einigermaßen. Oder auch nicht. Ah doch.
der Teleport auch noch. Ja. Das ist etwas mühsam hier gleichzeitig zu spielen und auch noch zu kommentieren, aber ich versuche mein Bestes. Versprochen. Wow. Also wie... Wow. Schon knapp. Wie vorhin schon gesagt, ich will ja eigentlich die Saga nachspielen. Das ist ein bisschen eine Zählsaga. Und der Grund, warum ich ausgerechnet... Der war knapp. Was? Voll erwischt. Und der Grund, warum ich Burst Limit spiele, nicht die beiden anderen Spiele, das heißt Wedge Blast oder Wedge Blast 2, das liegt daran, dass die anderen beiden Spiele irgendwelche, naja, sagen wir, Nachteile haben. Na toll, treff nicht einmal mehr. Dafür eher mich. Da war ein Move. Komm schon, Piccolo, du kennst doch sicher einen neuen Move, den du dir aufgehoben hast, oder? Ja. Aber ich brauche Zeit, um die nötige Energie dafür aufzubauen. Wir müssen aufhalten müssen, bis ich das stärker bin. In Ordnung. Darauf habe ich mich schon gefreut. Mal sehen, ob ich ihn aufhalten kann. Ja, ein bisschen lebensmüde bist du, oder Goku? Ich meine, im Anime hattest du überhaupt keine Chance gegen Raditz. Aber egal. Ja, zum Nachteil wegen Raging Blast 1 und 2. Also ja, bei beiden Spielen geht die Story ein bisschen mit U-Saga, inklusive ein paar Movie-Charakteren. Spielt ja wieder letzte Vollpfosten. Geht endlich mal sterben, hätte ich beinahe gesagt. Hirnspirale! Boom! Beeindruckend. Hättest du getroffen, wäre ich vielleicht am Ende gewesen. Das gut, im Anime hat er wenigstens einen kaputten Brustpanzer, aber oh! Ich sehe gerade, ich gehe hier vollkommen drauf. Piccolo wird erwartet. Ja, solche Moves gibt es ja auch. Ja, das Kampfsystem von Burst Limit ist im Gegensatz zu Raging Blast 1 und 2 eher simpel gestaltet. Was aber, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mal so schlecht ist. Also eher ja, ein 2D-Kampfsystem, wenn man so will. Man kann nicht einen eigenen Charakter fliegen oder so. Jetzt habe ich ihn getroffen. Nimm das! Na toll, sind rausgewichen. Was kann das werden, hey? Ich will das wirklich Let's Playen, so wie ich mir gerade anstelle. Geht doch. Aber das Problem bei Raging Blast 1 war zum Beispiel, dass der Schwierigkeitsgrad viel zu hoch war. Da merkt man zum Beispiel keinen Unterschied zwischen leicht, normal oder schwer. Wirklich übel. Was ist denn jetzt los? Lass gefälligst meinen Papa in Ruhe! Oh, Gohan zeigt, was er kann. Komm voll auf die Brust. Das hat wehgetan. Das war wieder voll. War aber ziemlich knapp, hey. Puh. Ja, eben Raging Blast 1 war vom Schwierigkeitsgrad her extrem. Würde ich jetzt mal behaupten, vor allem der Story-Modus. Du, wie kann es sein, dass du noch stehst? Piccolo, beeil dich mal, ich will ja keine Wurzeln schlagen. Oh, jetzt wird's ernst. Höllenspirale! Und tschüss, Raditz. Ja, jetzt steht natürlich die Frage, verdammt! Wovon wurde Goku jetzt eigentlich getroffen? Weil den hat es leider erwischt. Tja. Was? Level Z? Okay, aber ich habe mich ziemlich bescheuert angestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Oh Mann. Also ja, seht ihr schon, das Spielprinzip von Burst Limit ist so aufgebaut, dass ja jedes Kapitel, das sage so, wieso wechselt er wieder hier hin? Hier war ich. Manchmal habe ich eigentlich... Ich kann mal gleich mal etwas nachschauen. Neu. Ach so, ja, stimmt. Ja, ich habe das Ganze neu angefangen gehabt. Vor etwa einer Woche war das. Ja. Verdammt, aber was soll's. Machen wir einfach weiter. Das war Kapitel 1, wie ihr gerade gesehen habt, also der Kampf Goku gegen Raditz. Und so ist das Ganze auch hier aufgebaut. Das heißt, man muss schon den Anime bzw. den Manga kennen, um hier den Zusammenhang zu verstehen. Ich sage es mal so. Aber egal. Ich meine, das Spiel macht so betrachtet auch Spaß. Ja, ganz ehrlich, also ich finde auch das Kampfsystem jetzt nicht so schlecht und braucht vielleicht etwas Eingewöhnung, bis man
ja auch mit der Story so zurechtkommt, aber geht doch eigentlich schon ganz gut. Achso, ja stimmt, das war der Kampf Piccolo gegen Raditz. Ja. Wow, das war knapp. Piccolo kann ja auch ausweichen. Wo bin ich eigentlich schon stehen geblieben? Du bist wirklich sehenswert. Nein, da bin ich nicht stehen geblieben. Ja, er ist wahnsinnig stark. Also ursprünglich bin ich ja mit Wedge Blast 1 und 2 stehen geblieben. Das Problem bei Wedge Blast 1 habe ich erwähnt. Bei 2 war es so, dass es gar keinen richtigen Story-Modus gibt. Da gibt es irgendeinen Galactic-Modus, wo... Wow, hat reingehauen. Der aber auch. Also ein Galactic-Modus, wo man zu Beginn irgendeinen Charakter auswählen kann und der kämpft gegen andere Charaktere, die völlig storyunabhängig sind. Also, ich weiß nicht, ob so etwas überhaupt Spaß machen könnte. Also ich fand es nicht so prickelnd, ganz ehrlich gesagt. Und deshalb, vor allem weil das jetzt mein erstes Dragon Ball Z Let's Play ist. Was, jetzt schon Piccolo? Das ist etwas früh. Und weil das mein erstes Dragon Ball Z Let's Play ist, wollte ich eins, das auch einen richtigen Story-Modus hat. Weil in der Hoffnung, es wäre so etwas einfach zu Let's Playen. Ihr versteht schon. Und ich merke gerade, es ist etwas schwierig gleichzeitig zu reden und auch noch hier Moves auszuführen. Okay, die Steuerung stimmt überhaupt nicht mehr, weil ich habe jetzt gerade seitwärts gedrückt, nicht oben. Das liegt daran, dass kein Ultimativ-Move hole, sondern dann stinknormal. So etwas. Was ist das jetzt? Ach ja, stimmt, er hatte den Move drauf. Das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, weil er jetzt nicht ausweichen kann. War schon halb tot. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich merke gerade, es ist nicht so einfach, ja, gleichzeitig zu reden und zu kämpfen. Ich mache ein Fehler nach dem anderen. Jawohl, jetzt geht's eigentlich. Hau doch einfach ab. Abgeblockt. So, jetzt reicht's mir aber. Oh, ich merke gerade, ich kann gar nicht. Bam. Der war übel. Goku, hilf mir! Und K.O. Geht doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, reden kann ich auch nicht mehr ganz toll. Okay, also die Szene kennen wir ja. Hm? Wie kann es sein, dass du noch stehst? Piccolo! Mach endlich, Mann! Volle Konzentration. Ja, Höhlenspirale. Und zum zweiten Mal stirbt Goku, könnte man meinen. Und Raditz ist jetzt hoffentlich endgültig down. Zeig die Drama-Szene. Wieder Rang Z. Sag mal, kriegt man im normalen Modus immer Rang Z oder was? Kann aber nicht wahr sein. So gut war ich jetzt wirklich nicht. Aber vor allem habe ich viel zu lange gebraucht. Aber egal. Jetzt sind wir schon wieder hier. Okay, Leute, ich muss das anders machen. Ab dem nächsten Part werde ich das Ganze neu anfangen. Das heißt, diese 2 Kapitel spiele ich nochmal neu nach. Soll ich wirklich mein... Stört's euch oder? Ja. Mal schauen, ist etwas nervig, wenn ich Altport hin und her switchen muss. Naja, mal schauen. Entweder fange ich nochmal von vorne an, das heißt, diese beiden Kapitel werdet ihr nicht mehr sehen, die habe ich dann schon gemacht. Dann geht es bei 03 weiter. In die Pflanzenmänner. Ach du Scheiße. Oder es geht einfach ganz normal so weiter und fange ich mal neu an. Mal schauen. Also gut, dann würde ich mal sagen, war's das für heute, für diesen Part. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Wie gesagt, der Einstieg war jetzt nicht so der Hammer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wurde immer wieder unterbrochen, sei es im Spiel selber oder weil ich mich gerade wieder einen Volltrottel angestellt habe, sowohl beim Sprechen als auch beim Spielen. Ich merke gerade, es läuft ganz flüssig mit dem Sprechen. Seltsam, war. Aber was soll's. Also ich hoffe, es gefällt euch, habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao zusammen!